Sehr geehrte Damen und Herren, mein Name ist Johanna Grubelnick und das neben mir ist der Matthias de Monte und wir kommen vom Stiftsgymnasium St. Paul, wo wir jetzt in die 6. Klasse gehen, in die 6C, und wir haben letztes Jahr bzw. letztes Schuljahr auch einen Workshop eben über Zweisprachigkeit und über diesen Film, an dem haben wir teilnehmen dürfen. In einer Bearbeitungsphase haben wir uns nachher mit dem Film genauer auseinandergesetzt und ein paar Szenen ausgearbeitet und dazu einen kleinen Film gedreht. In diesen Szenen ist es vor allem gegangen über die Mehrsprachigkeit, über die Weitergabe der Kultur und Sprache, die Ethnizität und die Identität. Und wir möchten euch dazu diesen Film jetzt präsentieren. Also ich finde, der Workshop immer noch Kärnten, der war schon recht interessant. Nein, ich finde, das war gelumpert. Nein, ich finde, Zweisprachigkeit ist schon ein wichtiges Thema. Ich finde, die Szene mit dem Vater und dem Sohn war aber gut. Ja, dann schauen wir es uns noch einmal an. Irgendwie die Zeit, glaube ich, wo ich sozusagen das Grundverständnis für die Sprache erworben hätte sollen, die hat es nicht gegeben. Eigentlich hat nicht jeder die Möglichkeit, zweisprachig aufzuwachsen, und der Vater hat damals halt sich nicht die Zeit genommen oder hätte sich die Zeit nehmen sollen und hat damit eine große Chance vertan. Aber in dem Fall kann der Sohn auch nichts dafür. Ja, aber wenn er will, kann er sich auch selber einen Sprachkurs suchen, und heutzutage gibt es ja auch kein Problem damit, wenn er sich im Internet dann zusammensucht. Daran soll es nicht scheitern. Meiner Meinung nach hätte der Vater einfach seinen Sohn Slowenisch lernen lassen sollen. Aber alles in allem identifiziert sich der Sohn trotzdem als Kärntner Slowene, obwohl er die Sprache nicht spricht, und das ist das Wichtigste. Ich finde, die Mutter aus Graz hat es besser gemacht. Pika, Boka, Pika, Bolonza, Pika, Boka, Sedam, Pikima. Mütter wie Marian sind sehr wichtig für das Weitertragen der Bilingualität in unserer Jugend. In zweisprachigen Kindergärten fühlen sich die Kinder zugehörig und können ihre Sprache auch außerhalb des Haushaltes anwenden. Das ist wichtig, denn das Sprechen einer zweiten Sprache ermöglicht nicht nur weitreichendere Kommunikation, sondern fördert auch die Intelligenz. Zudem macht es auch das Lernen weiterer Sprachen viel einfacher. So wird Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit gegeben, mehrere kulturelle Einflüsse zu erleben und aus ihnen zu lernen. Zusammenfassend kann man sagen, dass Zweisprachigkeit viele Vorteile für das Leben junger Menschen birgt und, wie hier, gefördert werden sollte. Am meisten hat mich schockiert, wie die Leute auf den 10. Oktober reagiert haben. In der Volksschule bekamen wir Kärntenfahnen in die Hand gedrückt und mussten uns irgendwie kreativ an den Gedenkfeiern beteiligen. Was halt so ist. Später, als wir das Thema im Gymnasium thematisierten, wurde Kritik nicht zugelassen. Meiner Meinung nach ist der 10. Oktober ein sehr wichtiger Tag und spielt eine große Rolle. Deswegen finde ich es gut und angemessen, diesen Tag jährlich zu feiern. Ich denke, viele haben die Volksabstimmung für selbstverständlich erklärt und die wahre Bedeutung dahinter vergessen. Vielleicht sollte der 10. Oktober wieder mehr in den Vordergrund gebracht werden, denn für die meisten Schüler ist einfach nur ein Tag, an dem sie schulfrei haben. Das ist nicht ganz richtig. Mein persönlicher Wunsch wäre, dass bei diesem wichtigen Tag um die Gemeinsamkeit und nicht um die Uneinigkeit zwischen uns geht. Also ich finde ihn am faszinierendsten, weil er kann einfach 3 Sprachen und das schaut alles so leicht aus für ihn. Say I speak German, English, Slovenian, and then the clarinet would be more of like let's say the German. I came here for that. I came here to learn German, I'm coming here to learn clarinet, yeah. Ich finde, der Ivan ist voller Vorbild, weil er hat den Mut und den Ehrgeiz gehabt, nach Österreich zu kommen, um zu studieren, ohne die Sprache zu können. Ja, weil es ist sicher nicht einfach, eine eigene Sprache zu lernen als erwachsener Mann. Also ich finde es echt mutig von ihm, dass er zuerst nach Österreich gekommen ist und dann erst unsere Sprache gelernt hat. Wenn wir in ein anderes Land fahren, dann verlangen wir auch von den Einheimischen, dass die unsere Sprache beherrschen, normal es eigentlich andersrum sein sollte. Und da ist der Ivan echt ein großes Vorbild. Heutzutage sollte es für jeden ohne Einschränkung möglich sein, seine Identität, Kultur und Sprache frei ausleben zu können. Vor dem Workshop war das Thema Zweisprachigkeit in unserer Klasse nicht wirklich präsent, aber der Workshop hat es doch geschafft, uns für dieses Thema ein wenig mehr zu sensibilisieren. Und deshalb sollten Politiker auch die Ressourcen für die Förderung der Zweisprachigkeit zur Verfügung stellen. So, vielen Dank dem Stiftsgymnasium St. Paul. Ich darf jetzt die Regisseurin dieses Films, von dem wir jetzt schon einige Ausschnitte gesehen haben, kommt vielleicht da in die Mitte, vorstellen, Katharina Brunner.
immer noch Koroschka. Du hast diesen Film vor Covid oder während Covid gedreht, also das muss man auch berücksichtigen. Dauert ungefähr eine halbe Stunde, die wir dann jetzt gleich sehen werden. Ich weiß von einer Präsentation in Bozen, die wir schon gemacht haben, dass du eigentlich zur Thematik über Jürgen Birker gekommen bist, also auch ein Projektpartner dieser Veranstaltung, der Schüleraustausche organisiert hat mit Klassen aus Slowenien. Du selbst kommst nicht aus dem zweisprachigen Gebiet, sondern aus der St. Veiter Gegend. Wie bist du eigentlich zur Thematik gekommen und eigentlich zu diesem Film? Ja, danke. Ich freue mich sehr, hier zu sein und auch, dass dieser Film hier in diesem Rahmen Platz findet. Das ist eine große Ehre. Und auch, dass alle Schüler und Schülerinnen da sind und Lehrerinnen, mit denen wir zusammengearbeitet haben. Wie es zu diesem Film gekommen ist, also ich bin in Kärnten aufgewachsen und bin hier zur Schule gegangen, bis ich 18 war. Und ich hatte eigentlich sehr wenig Kontakt zu Kärntner Slowenen und Sloweninnen. Und ich hatte auch sehr wenig Kontakt zu geschichtlichen Ereignissen, die auf eine gewisse Art und Weise in Kärnten eine sehr große Rolle spielen. Und habe in meinem Journalismusstudium mit diesem journalistischen Blick dann eigentlich sehr schnell erkannt, dass es für mich ein großer Verlust auch ist, dass ich einfach viele Perspektiven, die es in Kärnten gibt und die sehr wichtig sind und die für mich als leider einsprachig aufgewachsene Person eigentlich sehr wichtig gewesen wären zu kennen. Und aus diesem, auch ein bisschen aus dieser, ja, es war fast ein bisschen Wut, dass mir das irgendwie so verwehrt worden ist oder dass ich einfach so wenig davon in meiner Jugend, in meiner Kindheit davon gespürt habe, zu wenig Kontakt hatte, viel zu spät erst gelernt habe, was es bedeutet, Slowenisch zu sprechen in Kärnten, Koroschka und in Österreich. Und aus diesem Gefühl heraus wollte ich einen Film machen, der eben einen empathischeren Blick ermöglicht auf die vielen Facetten der Identität, die man als Kärntner Slowene, Slowenin hat. Und in der Recherche haben wir mit ganz vielen Menschen gesprochen. Am Ende sind es jetzt 5 geworden, die in diesem Film länger sprechen und bei denen man mehr mitbekommt. Genau. Bevor wir den Film sehen, vielleicht noch eine schnelle Frage zur Kooperation mit den Schulklassen. Also du warst ja bei allen 5 Klassen, nehme ich an, im Frühjahr, weil die Schule ist erst losgegangen. Also wie war da die Zusammenarbeit mit den Schülerinnen? Die war natürlich sehr super. Ich habe auch über den Daniel Wutti, mit dem ich das gemeinsam gemacht habe, dieses Projekt auf die Beine gestellt und ich freue mich sehr, dass auch die Konferenz das unterstützt hat und dass das alles in diesem Rahmen passiert ist. Wir haben 5 Schulen, wir haben uns 5 Schulen ausgesucht, weil wir wussten, wir haben nicht ewig Zeit, aber 5 Schulen werden sich gut ausgehen. Es war in jeder Schule war der Workshop komplett anders, weil die Schüler und Schülerinnen mit ganz anderen Hintergründen und anderen Zugängen dabei waren. Und das hat das Arbeiten sehr, sehr spannend gemacht, weil zum Beispiel im slowenischen Gymnasium ganz andere Dinge irgendwie präsent waren und Themen präsent waren als jetzt im BG Tanzenberg meiner früheren Schule. Und so haben wir auch diesen Workshop sehr flexibel gestaltet und sind sehr darauf eingegangen, was bei den Schülern irgendwie, welche Themen aufkommen nach dem Film. Also wir haben den Film angeschaut und danach einfach bestimmte Themen so einen Anstoß gegeben und Szenen herausgearbeitet und versucht, uns auch in verschiedene Rollen reinzuversetzen. Und das war eben auch eigentlich eines der größten Anliegen für mich, dass man irgendwie eine Möglichkeit hat, sich in andere Rollen und andere Perspektiven reinzuversetzen. Weil mir das vor allem sehr gefehlt hat in meinem Aufwachsen. Genau. So, dann würde ich sagen, wir schauen uns jetzt den Film an. Wir werden danach noch 2 Sketches sehen und dann über den Film diskutieren. Jetzt lebe ich schon fast seit über 14 Jahren hier. Hört man aber nicht. Manchmal bereue ich es, aber es dauert nicht lange.
Also wie die Leute halt mich gefragt haben, auf meinen Namen angesprochen haben und gefragt haben, woher das kommt, dann habe ich einfach gesagt, es ist Kärntner Slowenisch. Oder ich bin Kärntner Slowene. Oder mein Vater ist Kärntner Slowene. Das habe ich auch gesagt. Es gibt so mehrere Versionen. Und dann haben sie gesagt, Slowenisch, okay. Und dann wer ist Slowene? Und dann, ja, mein Vater ist Kärntner Slowene. Okay. Es ist Hurschau. Was habe ich? Es ist Hurschau. Nein. Und damit hat sich das erklärt? Oder? Und je nachdem, ob es ein Trottel war oder nicht, hat er entweder gesagt, ja, okay, cool, okay, verstehe. Und wenn er ein Trottel war, dann hat er sich halt aufgeführt und hat sich weiter lustig gemacht. Das sind nicht die Papierkuppler. Die tu die? Ja. Ja, tu die, machst du nicht toll? Ja, tu die. Ja, tu die. Also meine Mutter hat mit mir Slowenisch gesprochen und der Papa war Steirer. Und da war das eigentlich ganz die gleiche Situation wie bei mir jetzt, mit dem Unterschied, dass wir eben in Kärnten waren. Ja, Lucia, das ist aber schön da und ist mal mit Wiedli. Ja, hallo. Servus. Es hat zu meiner Zeit schon einen slowenischen Kindergarten auch gegeben, also den habe ich besucht. Dafür dann aber keine slowenische Volksschule. Und ich bin dann ins slowenische Gymnasium gegangen. Also ich habe dieses Umfeld voll gehabt. Ja, so lahko greš. Aber jaz imam tle še malo ostati zdaj, hej? So speaking Slovenian in the States is a little different, at least where I grew up, because no one spoke Slovenian except for my mom. The way we interpreted it as kids, it was just a cool language that we had on the side, you know. It didn't become our identity, let's say. Like, it was a fun fact. You're in school, and they're like, what can you speak? And a lot of people would say Spanish, and we said Slovenian. And they would say, where's that? Is that from Africa? Is that some African language? Der Tag nach der General. V bistvu ga imamo, samo stisnjeni na listu ni. Aha, okay. Ja, veš, kaj sem ko videla? Včasih so ona trotzdem irgendeine Besede, veš, tam, ko je tiste, also entweder habe ich zu viele Sinne, da man preveč... Für mich bedeutet das, Kärntner Slowenien zu sein, das sozusagen das Normalste auf der Welt. Mir ist es wohl auch in Mexiko oder in Nicaragua immer wieder passiert, dass die Leute gefragt haben, wie fühlt man sich als Österreicherin? Und ich kann das auch nicht beschreiben, also ich weiß es nicht. Say I speak German, English, Slovenian, and then the clarinet would be more of like let's say the German. I don't even know. I'd probably be the German because I learned it, you know, and it's always getting better. So and also I came here for that. I came here to learn German. I'm coming here to learn clarinet, yeah. And then Slovenian, I guess, would be piano, because I like the piano the most. I always play it just for fun. It's always like it was always there. I always played it as a kid, and like I taught it myself. I was taught, you know, myself. It feels like that. But it's also the least way I can express myself. But I want to do it more. I don't know. It doesn't make sense probably for you, but those are the best ways I can relate it language-wise. Yeah. My English would actually be hip-hop, right? Yeah. Know me Normish. Put a bad bitch like a walrus. What you call this? Hip-hop, hip-hop, hip.
This first song is the perfect Einstieg, you know, and it's an introduction enough. There doesn't have to be talking, yeah. It's like it's like they all sit in, yeah. Then this back door opens, and then I come in, and then it's, you know, and then it starts. So the English of me is actually hip hop, yeah, because I can speak it the most fluently. I can really express myself. I know what I'm doing. It's all coming from me in all the variations. What's up? Yo. Der typisch amerikanisch. Okay, some. Пошел на Орошен и съм жена, окей, аз на нуцата Gameboy, они намаят, може нуцу то. Виж, и ти придеш за 3DS, а я штураше на ма. Я съм дуже žena, da Slovenščina je die Hauptsprache v Avstriji. Jaz nisem zastopal minderheit. Se zamenjajo. Sem zamenjal, yeah. Like the more and more I talk to my family and the more I talk to like my cousin and stuff, you notice that it's a really big part of the culture here, yeah. So, I mean, at least my family, which is most of the people I talk to in Slovenia, yeah, they like to support this. They really make sure it's part of their daily lives, you know, and so it becomes less of just a language, a fun fact, like it was for me, and more of an identity thing. And this I figured out here, obviously. Вот они, vamo poskusili. Hala? Vamo poskusili. Zdaj moramo počakati. Ja. Es hat schon in meiner Jugend so Zeiten gegeben, wo ich mit Situationen konfrontiert war, die mich schon ein bisschen nachdenklich gestimmt haben und wo man dann vielleicht auch gerade in dem Alter zwar nichts Negatives daran sieht, dass man die Sprache kann, da steht man Gott sei Dank ein bisschen drüber, aber sich dann doch nicht immer sicher ist, ob man das jetzt dann immer gleich im ersten Satz irgendwie erwähnen soll, dass man Kärntner Slowene ist, weil man sich dann vielleicht irgendwie erwartet, dass er einen Nachteil haben könnte. In so Situationen kommt man schon, oder bin ich in Kärnten irgendwie des Öfteren reingeschlittert. Oft einmal hat man natürlich auch nur ganz bewusst deutsche Namen eingesetzt. Manche haben dann ganz andere Namen genommen, also damit keine Spur hinweist, dass man aus Südkärnten kommt. Hat die jemand Valentin genannt? Ja, natürlich. In der Schule war ich ständig Valentin und auch in der Lehrzeit. Also da war ich ständig Valentin und es hat auch eine Zeit gegeben, wo ich also diesen slowenischen Anteil in mir komplett verleugnen wollte und so anhand dieser vielen, also dieser Diskriminierung, die täglich stattgefunden hat, also in der Schulzeit wie auch dann später in der Lehrzeit, also war ich dann in einer Phase drin, wo ich gesagt habe, diesen Druck möchte ich jetzt nicht mehr ertragen und wollte mich irgendwie dann so richtig assimilieren. Und da war ich froh, dass ich Valentin heiße. Bis dann Gott sei Dank auch dann die andere erwachsene Phase kommt oder der Beginn der Erwachsenenphase, wo man tiefgründiger nachdenkt und dann habe ich mir den Namen zugeschrieben, den ich jetzt trage, ja. Und zwar ganz bewusst. Und somit bis zu meiner Berufsausbildung bin ich Valentin und nach der Berufsausbildung bis in die Gegenwart bin ich Strauko. Der 10. Oktober war für mich nie ein Feiertag, der mich eingeladen hätte, teilzunehmen. Es wird ein Sieg gegen die Slawen oder gegen das Slowenische in Kärnten gefeiert und dadurch, dass ich eben Kärnten als einen gemeinsamen Herkunftsort für uns alle sehe, ist es halt einfach ein Punkt, wo ich das Gefühl habe, man lädt mich nicht als Kärntner Slowenin unbedingt dazu ein. Man hat vieles von miteinander geredet.
Es hat viele Streitpunkte gegeben. Man hat einen Punkt ausgelassen. Das ist meine Meinung. Das Fass muss einen Boden haben. Und das war in letzter Zeit nicht der Fall. Das hat auch zu vielen Unruhen geführt. Wenn ich noch etwas sagen darf, die Verpolitisierung des Ganzen hat uns allen Kärntnern, unserer Heimat und allen Mitwirkenden und allen in unserem Heimatland Lebenden bis heute nur geschadet. Wer weiß, wie es am Ende in 2120 ausschauen wird. Ob wir noch da sitzen werden dürfen, ob nicht schon alles zusammengetreten ist, ob wir überhaupt irgendwo verstreut sein werden, ob man den einen noch verstehen wird, der da einer kommt. In 100 Jahren wird sich sehr viel tun. Wenn der 10. Oktober naht, muss ich immer unweigerlich an meine Schulzeit zurückdenken. In der Volksschule bekamen wir Kärntenfahnen in die Hand gedrückt und mussten uns irgendwie kreativ an den Gedenkfeiern beteiligen. Was halt so ist. Später, als wir das Thema im Gymnasium thematisierten, wurde Kritik nicht zugelassen. Ein Lehrer antwortete nur mit: Geschichte wird eben von den Siegern geschrieben. Und das fasst gut zusammen, was Deutsch-Kärnten bedeutet. Wie soll dieses Bundesland die Schwierigkeiten der heutigen Zeit bewältigen, wenn es innerhalb von 100 Jahren nicht mal geschafft wird, Menschen anzunehmen, die schon immer ein Teil von Kärnten-Koroschka waren? Tirol, an Salzburg glänzt, des Glockners Eis, der viele glänzt, wo aus dem Kranz der Erz umschließt, der Leitereine Quelle fließt, lautlos entlässt der Berge Rand, er gibt mein teures Heimatland. Landus entlässt der Berge Rand, er gibt mein teures Heimatland. Wo man es wohnt und Frauen treu, die Heimat zieht, erstrickt aufs Neu, wo man mit Blut die Grenze schrieb und frei in Not und Tod verblieb. Erjubelnd klingt vor Bergesrand, das ist mein herrlich Heimatland. Erjubelnd klingt vor Bergesrand, das ist mein herrlich Heimatland. Man hat das irgendwie schon im Nacken sitzen. Also man hat trotz allem ganz oft das Gefühl einer großen Verantwortung. Und wenn ich das jetzt nicht mache als Person, wer wird es dann machen? Also wann, wenn niemand mehr sich Gedanken drüber macht und drum kümmert, dann wird das irgendwann mal alles, sowohl die Sprache als auch die Kultur, in Vergessenheit geraten oder einfach nicht mehr da sein. Das heißt, und diese Verantwortung, glaube ich, spüren sehr viele. Und für sehr viele ist das bis zu einem gewissen Punkt auch ein Druck. Ich weiß nicht. Es hat nie das Klick gemacht, wo ich einfach angefangen habe, selber zu reden. Vielleicht habe ich die Phase einfach ein bisschen versammelt. Oder generell wieder die Phase versammelt. To je najbolj štambo, se otroški vrtec hodil, mikš ali v Celovcu. Ja, aber da... Was ste tam govorili? Da haben sie auch mit mir Slowenisch geredet meistens. Und ich habe dann halt einfach auf Deutsch immer geantwortet. Ich weiß auch nicht, wieso. Ja, ich glaube, das ist auch das, also dass der Alltag einfach in der Familie deutschsprachig war. Die Mama hat sie ja auch erst lernen müssen. Und wenn du jetzt dann zum Beispiel im Ausland warst,
ist das halt weggefallen. Ne? Dann hat sie halt nicht mit mir weiter Slowenisch geredet, sondern dann hat sie halt mit mir Deutsch geredet. Und irgendwie die Zeit, glaube ich, wo ich sozusagen das Grundverständnis für die Sprache erworben hätte sollen, die hat es nicht gegeben. Das glaube ich. Ja, eben. Das war nicht notwendig. Naja, es wäre notwendig gewesen, weil dann glaube ich, hätte es. Weil wenn man sieht, wenn Eltern mit ihren Kindern reden, dann fangen die gleich einmal, wenn die Kinder nicht einmal selber reden können, an, mit denen in dem Fall Slowenisch zu reden. Und ich weiß nicht, ob das bei mir so war. Ich meine, ich habe die Mama nicht gefragt, aber ich glaube nicht, dass das so war. Ich glaube, da war einfach Deutsch dominierend. Naja, es war nicht notwendig, Slowenisch zu reden, weil du praktisch in deinen Kindheitsjahren kaum irgendwelche Kollegen gehabt hast, Schüler gehabt hast, mit denen du Slowenisch gesprochen hast. Also das war praktisch, die ganze Umgebung war deutschsprachig. Also das war so der Fall. Vorne geht es? Jawohl. Ja, war schon. Hast? Wenn ich wirklich wissen will, was er sagt und ich verstehe es nicht, dann frage ich schon nach. Aber er wiederum am mehr Deutsch mit mir spricht. Das muss man auch sagen. Was traue ich? Ja, zu Beginn. Ja, Schritt und Tritt verfolgt. Also wenn ich so darüber nachdenke, es ist schon, in gewisser Weise ist es irritierend. Und zwar vor allem auch das, weil es dich immer wieder auf das aufmerksam macht, dass irgendwas nicht richtig gemacht wurde. Auf das eigene Versagen. Also irgendwas ist da nicht richtig gelaufen. Ja? Sonst wäre dieses Verhältnis gegeben, dass man sich in der slowenischen Sprache unterhält. Ich wüsste natürlich, dass es in Kärnten leichter wäre. Ja, das schon. Und natürlich ist es beneidenswert, wenn ich meine Nichten sehe, die in einem zweisprachigen Umfeld irgendwie aufwachsen. Aber umso mehr hat mich das motiviert, in Graz irgendwie dafür was zu tun. Ich glaube, du hast mir gesagt, hey, ich habe in der Oberan Koroschka gehört, sie planen einen slowenischen Kindergarten in Graz. Und das war aber, glaube ich, eigentlich ein Missverständnis. Ja, auf das hin haben wir dann einfach gesagt, ja, schauen wir mal, ob es überhaupt einen Bedarf gibt. Und haben dann ein Jahr ein bisschen so herumtelefoniert, irgendwie geschaut, ob sowas überhaupt realistisch wäre. Und dann hat das eine zum anderen geführt. Die Idee war, eine Gleichberechtigung zwischen diesen Sprachen zu schaffen. Aber dass sich das wirklich so schnell umsetzen lässt, das hätte man eigentlich auch nicht gedacht. Ja. Gledajte, 1, 2, 3, so. Nein, 4, 1, 2, 3, 4. Koliko? 1? 2, 3. Ja, gremo. Ja, grundsätzlich ist es wahrscheinlich so, dass seitens der Politik nicht immer genug für jeden gemacht wird. In dem Fall muss es dann halt irgendwie private Initiatoren geben. Und Dalia kommt. Achtung, Achtung, weggehen. Ich glaube, man muss dann einfach irgendwie glücklich sein, dass etwas zustande kommt. Und dann ist es egal, wer der Initiator war. Hauptsache, es ist was passiert und man hat das Ziel erreicht. Und in dem Fall hoffe ich, dass uns das gelungen ist. Ich finde, die Politik könnte sich da definitiv klarer positionieren. Nämlich klarer positionieren in dem Sinne, dieses Land, also ein Teil von Kärnten, ist zweisprachig. Im Prinzip müssten sich die Regierungen, also jetzt eben sowohl Kärnten als auch in
der Republik Österreich ganz klar dazu bekennen und sagen, wir machen alles Mögliche, um die autochthonen Volksgruppen, und davon gibt es ja auch mehrere in Österreich, zu schützen. Und wir diskutieren nicht, und wir verhandeln nicht, sondern wir erfüllen. In dieser Situation habe ich 50 Jahre gebraucht meines Lebens, wo ich dann draufgekommen bin, dass es auch in Kärnten schön ist zu leben. Wenn ich einkaufen gehe oder wenn ich ins Café gehe, werde ich vielleicht nur insgeheim noch vielleicht mit einem Slowenen, mit einem Feindbild assoziiert. Aber man traut sich darüber nicht mehr öffentlich, laut, das anzusprechen. Dadurch fallen die Vorverurteilungen weg. Dadurch fallen Feindbilder weg, die vorher ständig im Raum ganz öffentlich kolportiert worden sind. Und das heißt, da kann man viel mehr Witze machen, lachen, kann man mit Leuten reden, auch wenn sie Vorbehalte haben, aber dadurch kommt man in Kontakt. Und somit kann man dann wieder Vertrauen gut machen, was durch ein ganzes Jahrhundert lang sozusagen durch Misstrauen getragen wurde. Und das ist das, was Kärnten ausmacht. Gibt es in einem Satz eine Übersetzung für dieses Lied? Die Lipa, also es geht um die Linde. Also im Grunde eine Hommage an die Linde mit ihren Ästen und Träumen. Sehr schön, gell? Also das werden wir jetzt immer einführen nach der Jause, damit die Leute wieder empfänglich werden, was singen. Pika, poka, pika, polonca, pika, poka, sedam pikima. Ja, natürlich würde ich mir wünschen, dass die Lucia, wenn sie einmal Kinder hat, sich auch dazu entscheidet, das Slowenische weiterzugeben. Wenn die Lucia in einem deutschsprachigen Gebiet weiterleben wird, dann kann natürlich durchaus sein, dass es für sie dann irgendwann einmal so fremd ist, dass sie das auch nicht so verinnerlicht hat, dass sie sagt, nein, sie gibt das jetzt nicht weiter. Also ich glaube, es hat schon ein bisschen was mit diesem, es muss tief sitzen, tief verankert sein. Es muss wirklich dieser Wunsch da sein, das irgendwie weiterzutragen. Und wenn wahrscheinlich einer von diesen Aspekten nicht da ist, dann verliert sich das vielleicht. Ja, ich weiß nicht, ob es zahlt sich ja nicht mehr aus, auf Bass zu sein. Also, ich meine, ich kann die Sprache nicht sprechen, also Slowenisch, aber ich fühle mich einfach als kleiner Slowene, weil ich halt zum Teil da aufgewachsen bin, Familie da habe. Und obwohl ich es nicht so gänzlich verstehe, fühle ich mich einfach wohl genau in dieser Mehrsprachigkeit. Und das ist, glaube ich, dann meine Kompensation zu dem, nicht zu dem Slowenisch sprechen, sondern zu diesem Kärntner Slowenisch sein. So. It's my heritage, so it's very important. Is it a super big part? I don't know, because I have a lot of different heritage. I'm American living in Austria, Kärntner Slovenian, black, all these different things, they all mix together. So put one identity on a pedestal that is kind of constricting. I try to be as, I don't want to say free as possible, but I don't like to constrict myself in just one thing. The strategy, I don't know, but I just accepted all of them equally and just focus on me doing my thing. Hey, skinny homie, traded places with a nigga just to make the fucking scenes blow. Couldn't think of a better place, only women, bitches in a fat hoe. And what I am. Sheesh. I am what I am. Yo, I want to start it with y'all right now. This is going to be a good night. But I need y'all participation, right? I need it from y'all, right?
Es ist so ein enormer Vorteil, den ich erlebe. Und dann kommt dieser Nachteil, den ich immer wieder erlebe, eben mit diesen unsäglichen Kommentaren, also mit diesen Seitenhieben, ja, mit diesem Nachtreten. Ja. Und meine Strategie dagegen ist halt tatsächlich die, dass ich das sofort auch verbalisiere, nach außen bringe, das den Leuten erzähle und dann größtenteils, vor allem auch von Menschen, die eben einsprachig aufgewachsen sind in Kärnten, das zurückbekomme, so dieses Nein, ihr seid hier willkommen, ihr dürft hier leben, es ist auch euer Land, wir haben das gemeinsam aufgebaut, wir leben gemeinsam seit immer und jeher hier und lass dich nicht unterkriegen von Einzelpersonen, die gerade versuchen, ein Land in Geiselhaft zu nehmen oder aus dieser Geiselhaft nicht herauszulassen. Friends are singing Kidabalo. All my friends are singing Kidabalo. All my friends are singing Kidabalo. And all my friends are singing. Zatini Vetsop, welcome to Austria, samo zdovolenjem not. Na evropskih mejah vaš sortira, Evropska unija, na svinjske planine vaš šofira. Kidabalo, you have to go and home, Romale, you have to go away. Ja, also nochmal vielen herzlichen Dank, Katharina Brunner, dass wir den Film im Rahmen dieser Konferenz zeigen konnten. Ich darf persönlich sagen, ich habe den Film auch schon gezeigt an der Pädagogischen Hochschule vor Studierenden, gemeinsam mit der Katharina, an der Universität Klagenfurt auch gemeinsam mit der Katharina. Ich glaube, der Film ist lehrreich für Mehrheit und Minderheit. Also Dankeschön und die Zusammenarbeit mit dir hat mich wirklich sehr gefreut. Jetzt wieder zu den Schulen. Bedanken möchte ich mich auch nochmal bei Frau Lehrerin Rosemarie Bollands. Das war eben dieser Kurzfilm, den wir vor dem langen Film gesehen haben als Teaser sozusagen, als Sketch. Und das war eben Frau Rosemarie Bollands vom Stiftsgymnasium St. Paul im Lavantal. Vielen Dank auch dir für die Zusammenarbeit. Und jetzt gehen wir über bitte zum Sketch des BGBRG St. Veit an der Glan. Prost im Lepo. Hier haben wir zusammengearbeitet mit Frau Sandra Wacaunak und ihrer Klasse. Und es freut mich sehr, dass wir auch hier ihren Sketch jetzt gleich sehen werden. Und gleich danach bitte ich auf die Bühne das Bundesgymnasium Danzenberg. Hier haben wir mit Frau Ina Schusser zusammengearbeitet. Vielen herzlichen Dank, Naileb Schachwala. Bitte schön, Prost im Lepo. Wo man mit Blut die Grenzen schrieb, wo man mit Blut die Grenze schrieb, wo man mit Blut die Grenze schrieb, wo man mit Blut die Grenzen schrieb, wo man mit Blut die Grenzen schrieb, aber das gehört doch zur Geschichte Kärntens, oder? Die Grenzen schrieb, wo man mit Blut die Grenzen schrieb, wo man mit Blut die Grenze 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 schrieb. Warum hat sich Kärnten nicht gegen den Nationalsozialismus gewehrt? Wo man mit Blut die Grenze schrieb, wo man mit Blut die Grenze schrieb,
Warum ist das Thema heute noch so wichtig? Die Grenze schrieb, wo man mit Blut die Grenze schrieb, wo man mit Blut die Grenze schrieb. Wir wissen zu wenig. Die Grenze schrieb, wo man mit Blut die Grenze schrieb. Ich bin ein Kärntner Bürgermeister und aufgrund von vielen Beschwerden haben wir uns dazu entschieden, den 10. Oktober neu zu gestalten. Ich bin für Zweisprachigkeit am 10. Oktober. Ich bin fürs Erinnern und Gedenken, aber auch Freude und Zukunft sollten Platz haben. Ich bin für die Wertschätzung aller Kulturen. Ich bin für multikulturelle Musik. Ich bin für mehr Wissen und historische Aufklärung. Meine Damen und Herren, wie Sie sehen, gibt es viele Möglichkeiten, den 10. Oktober anders zu gestalten. Also leg mal los, oder? Veselimo se skupnega 10. oktobra.